Guten Morgen, Tien alle. Ich heiße Ihnen hier alle herzlich willkommen in diesem Sonntagsmorgens zu unserer Botschaft. Und mag Gott sein Wort wirklich segnen, indem dort heu erst wieder redet, nicht ein Mensch. Und dort da haben wir alle Ehre verkriegen. Wir wollen noch das letzte Part von unserer Beipredigt schließen von dir. Und ich weiß nicht, wie jemand alle feilen, aber der 42. Part. Ich guess wir sind, ich kann noch nicht abgepasst, aber es ist wie nicht irgendwo wie ein Jahr in der Beipredigt gewesen. Und vielleicht wird was von jemand zu gehen, wow, und ich sage, dort endlich mal durch. Und was andere von jemand wird vielleicht so gehen, na, wir haben ja noch mal gerotzt ein klein bisschen eindrückt. Wir haben noch mal so ein Flak eingeschert. Und das, was passiert, wenn wir gelehrt wurden von Gott und er uns sein Wort offenbaren hat. Das so sehr für mehr Bern, als was einer jemals hat geglaubt. Wenn einer hat das ewig gelesen und einer hat wohl, liest 3 oder 4 Kapitel, verrecht mir und schwören, dass einer können durch den Tag einen Checkmark kann merken, dass er keine Bibel gelesen. Hoffen wir nicht mehr, dass die erst dort fertig. Wenn einer besser voll Posicht überlesen, darum, dass einer hat, du mal neigekickt und hat mal deutlich über gedacht. Und so, wir wollen hier unsere Beipredigt schließen von dir an in Matthäus 7, Vers 28 und 29. Und das sind die Wörter, das da abgeschrieben sind. Und als Jesus mit seinen Reden durch wird, staunen die Menschen über was er lehren dort. Weil er lehrt als einer, der mit Kraft dahinter steht und nicht so als die Schriftgelehrte. Na, ich würde leichen, dass wir diesen selben Tags auf Englisch auch lesen würden. Ich will nicht sagen, dass du ein großer Unterschied merken, aber da kann uns ein klein bisschen halten. Von der LSB, Vers 28, da sagt es so steht. Now it happened that when Jesus had finished these words, the crowds were astonished at his teaching, for he was teaching them as one having authority and not as their scribes. Wollen wir mit dem Gebet anfangen? Lieber gerechter Vater, wir kommen für dich und wir danken dir für diesen Morgen. Und ganz besonders danken wir dir für dein Wort und dass das so klar reden wird. Aber Herr, wir können klar reden, wenn es nicht dein Geist hier wird, was uns das klar merken wird. Dann erstmal, dann dachen uns das ab. Dann erstmal kann wir das klare Licht sein von deinem Wort. Und du danken wir dir für, dass dir das dort ist. Aber wir werden, dass dir das Dollar wirst, uns dein Wort abtauchen lassen. Dass wir immer klarer können sein, was das sagt. Dass wir nicht bleiben, wo wir würden als Kinder noch vermalt leben. Aber Herr, dass du uns machst, als vollgewassene Christen durchstellen. Und dass wir immer Dollar dein Wort verdrehen, als starkes Eten. Und dass wir nicht machen in der Umfangslehren von deinem Wort bleiben. Aber dass wir machen Ton nehmen. Und immer klarer und immer Dollar durchkicken können. Das beten wir in Jesus Namen. Amen. Und so, hier sehen wir dort. Jesus, der hat hier jetzt die Beipredigt für euch gemerkt. Und dann sage ich dort, die Menschen standen da immer. Das wird was anderes, als was sie bei nicht hatten. Das wird was anderes, als ihre Schriftgelehrte, als die Pharisäer. Ihre lange Listen von Geschlechtsregister, die man mal würden verlesen. Das ist was anderes, als die Menschen gesetzen, was entweder abgelacht, wo sie so bitterlich nur leben. Hier wie einer, der redet immer ganz anders. Das ist ganz das Wort. Sonst habe ich noch Nervös gehört. Als dort, was Gott sein Wort von dir und uns auch das. Dort wir auf einmal an Gott sein Wort ankicken und dann fängen wir da Wort. Wow. Das redet ganz anders, als ein Mensch reden wird. Das ist nicht bedeutbar. Und das. Aber hier wollen wir uns klar merken, dass wir uns nicht die Ehe wollen aussprechen. All das, was zurückgehen predigen, dass wir würden sehr, sehr vorsichtig sein, dass wir glauben, wir haben das Schreckliche nicht reden, wir haben den Charakter gekriegt, wo wir den sollen, dass mal Charakter so topassen wird. Das ist nicht, was die Menschen entstehen merken. Du, was wir Luther wieder nennen. Was die Menschen entstehen merken, ist, dass der Jesus in den Menschen hoffen wird.
Keiner von den schrecklichsten Redner auf dieser Welt, die Prediger, die sind gegangen, der wird 300 Evangelium sich holen haben. Even da haben kein Geschenk. Dort wegen der Redensholm soll was tun. Dort als Gott hat Geschenk reden, und hij wirkt mit seinem Geist. Das Wirken von den Geist als das, was die Menschen entstehen mehr. Das Wirken von den Geist als das, was den Menschen ausmachen. So ist wie ein Lydia sein. Paulus predigt das Evangelium. Wer tagt sich da nun? Ich kann nicht finden, dass du wer sich nur tagen. Bitte. Sagt du Lydia, der mögt Gott das Hort up. Und so, dass diese Menschen stehen da immer. Was Jesus da reden dort wundert mich nicht, wenn Jesus selbst redet. Aber weil muss sein, du wirst nu ein Prediger geschickt, und der predigt dieser selbe wird. 100% Wort für Wort. Kriegt denselben Ausdruck, kriegt denselben Bewegen. Bloß dass der Heilige Geist wirken hat, das halb reiners. Der Mensch, der schlettert nicht, und der redet dort nicht. Das ist neutral. So, das Wort, was von Gott geredet wird, und wenn das ein fehlerhafter schwacher Deiner ist, und die Menschen reden das auf einmal mit, wie das einheitlich in den Hau. Dort wir Gott sein Geist, was du dahinter stund. Und der bewegt den Mensch. Wenigstens, wie sein dort, in Apostelgeschichte 2, Vers 36. Das ist Pfingsten, wo Petrus das Milot empfangen zum ersten Mal das Evangelium öffentlich und mitteilen. Weißt du was, wenn Petrus nicht wie geschickt worden von Gott, wenn der nicht wie bekräftigt worden durch den Heiligen Geist, und wenn der Heilige Geist nicht hat in der Tauhierer gehorcht, wenn der Heilige Geist nicht in der Tauhierer gewass wird, und das Hort leiden, dann hat das nicht gehalten, was Petrus da deut. Aber wenn wir mal gucken, was das ist. In der Redner, was du geht, ein Prediger, was du geht, Gott sein Wort predigen, der muss einerlei Sachen klar haben. Der muss sich selbst ausloten. Was meine ich mit das? Der muss dort, was er wird gleichen zu sein, ganz das Zeit loten. Er ist nicht der Wicher. Mein Gott-Denken, dort muss ganz das Zeit loten. So, was mich interessiert, so ich das mal will gleichen, dort Hand zu stellen, dort muss ganz das Zeit loten. Ich komme aus einer, was du geschickt hast, und der, was du geschickt hast, sagt fair, wo und wo du soll geredet werden. Und das, was viele Prediger von der Tag für jeden. Der Hand will im Sinn, was sie gleichen, was sie wollen, was sie würden gleichen, was die Schrift sieht. Und dort tun sie immer du Mangflachen. In uns Sacker, um dort beschmieren, was sie würden gleichen, brücken sie Schriftstehen, was sie können so viel verdrehen, zum ihr Kek durch Schmack beschmieren, das sei den gleichen. Das ist nicht deiner Gottes. Der dein sich selbst. Gott als einer Buch. Die was sie verlangen, der was sie Jahren wollen haben, die famous worden, dass sie die Oje sein, die sein, das ist Gott. Und wirklich in Trühe deiner Gottes, der kämpft nicht mit sich selbst an. Sich selbst hat er ausgeloten. Er kämpft mit Gott sein Wort an. Und dort ist erst modern. Dat bloß Gott sein Wort redet und sagt nicht, dass es anfängt zu wirken. Aber wir müssen gucken, was das ist. Wenn in deiner Gott seine Wort redet. Das Erste, was er tut, ist, er lässt den Menschen ihre Fehler aus. Lässt die denken von mir, lässt die tun mit mir, was die wollen. Der fehlt die Wahrheit zu hören. Und der fehlt die Wahrheit zu sein, dass die sind ganz arg. Die haben den Herrn Christus gekriegt. Nicht immer, was Petrus tat. Nie soll ganz Israel bestimmt weiten, dass Gott diesen Jesus, den gekriegten,
Hij verdammt hen die alle als Mörder. Der beides Herrn in Christus gemerkt hat. Na, dat is niet zo'n Uhrenkitteln. Aber dat zo kraag der Abguf, wat in deiner Gottes hat. Je pass op dat je kein worden Uhrenkitteln. Je pass op dat je dat so vandaag brengt, als het werkelijk is in dieser Mörder geworden. Kijk mal, wem die Gerutzi kritzig haben. Kijk mal, wem die zum Tod verurteilt haben. Das wie jeden Rara. Und was hat je nu bloß gedaan? Was passiert? Gott, in seine Allmacht, mit sein Geist, kijk mal, was der wirkt. Als zij dit nu hielden, ging am dat te horen, en zij zeiden te Petrus en de andere apostel, die mannen en lieve broeder, wat zal we doen? En wanneer hier zeg, dit ging am te horen, en wanneer we een klein beetje dat begroeven, dan moet we zijn, en ging en schrak durch. En ging en schrak durch. En ging en grüzel durch. Oh my goodness, wat hebben we dus gedaan? Oh, wat dan nu? Wat ons angst en bang, wanneer we nu op eenmaal dat te horen krijgen, wat we dus gedaan hebben. Want de Schrift ons sagt, je zijn niet goed. Je zijn niet gute Menschen. Keiner ist gut. Dat is goed dat jene Gott segnen doen. Die haben sie dann Heuchler gewas den ganzen Zeit, was die gedaan haben, dass die Christen sind. Woher der Predikers? Wat dit proben te verhinderen, dat Gott zijn woord soll klar reden. Der soll uns verdammen. Gott sein Wort soll in die Urteil über uns uitspreken, zoals dat je sagt. Zoals we in Römer 3 fing. Dat alle Menschen dat met anerkennen, dat we schuldig voor Gott zijn. Dat we dat anerkennen moeten. Ik zie das Mörder. Ik zie dat. Und bis man hat sich even gewoon in Römer 3 Vers 19. Wir wollten dort, wo das Gesetz zu sein hat, sagt dass die unter das Gesetz sind, so dass keiner jeden anreden kann in der ganzen Welt sein muss, dass sie für Gott verantwortlich sind. Die sind verdammt. Nicht das Gesetz nur, sei je verdammt. Wenn ich nicht bloß für die 10 Geboten hier verholen, und uns alle, die Frau stahlen, wo stehst du die zu dit Gebot? Wo stehst du dir zu dit Gebot, du sollst Gott deinen Herrn allein deinen Arm einzig die Ehe geben? Und den dein, so's Gott wird es gedient zu werden. Von ganzem Hort, mit aller Kraft, was immer du hast. Wo kommst du das Gebot nur? Und wenn du wirst sagen, na, ich tue so gut, als ich kann. Wo gut ist das? Wo gut kostet die? Sag mal, deine beste Sekunde in dein Leben. Wie gut hast du das könnt? Und dann will ich mir das sagen. Du hast nicht, und ich habe nicht die beste Sekunde in meinem Leben, Gott sei gedient, als er würdig wird zu dienen. Du siehst alle ein Gesetzbrecher. Und ich sie verantwortlich für Gott. Ich will für diesen Rechter stehen, das Gesetz wird mir durchrechten. Das ist, was meine Abgabe ist. Dit vandaag te brengen. En sagen, wir sind alle schuldig. Du bist schuldig. Glick mit dem Finger an jeden einen anweisen. Wir sind alle Gesetzesbrecher. Darf ich noch mal Geboten erwähnen? Er wird wie bloß bei jeder Gebot schuldig sein. Weil wir nicht wollen überzeugen, wo schuldig wir sind, wo wir keinmal bei das wahre Evangelium kommen. Da wo wir keinmal bei du kommen, dass wir Gott schätzen dann für seine Erfahrung. Das ist die Sache, was von der ersten Tag passiert. Das Prof, viele proben sich dort in Stich zu bringen. Wegen das ja von Abrühe in der Kirche. So schlecht sind wir nicht. Ich meine, ich glaube ehrlich, dass ja so eine schlechte Menschen, aber die sind ja vielleicht alle im Gefängnis. Die sind vielleicht manche tragbar. Aber ich nicht.
Wat je wat die onschmererie, is de grootste onschmererie, wat we verhebsmank ons haben. Wir sind nicht so eine schlechte Menschen. Und das kriegt, woran die Menschen nicht kennen und die biblische Lehre glauben, dass wir ganz tot in Sinn sind. Wir sind nicht mit schleuperig in Sinn, wir sind nicht mit kart gekommen. Wir sind tot in den Sinn, euer Gott uns zum Leben bringt. Und wir sind Gott seine Fien. Du darfst ich von dir auch nicht nehmen und das ist nicht, was das geht. Aber was das hier geht, ist, die Kraft in den Menschen raten. Da du hast eine Wirkung durchhängen. Und man, jemand ist es bekannt. Wenn du doch noch mal, wenn das so ein Wunder gegeben hat, dass Gott das erlaubt hat, dass in irgendeine religiöse Kirche oder eine armenische Kirche oder wo immer wir das würden nennen, mennonitische Kirche, du wirst dann doch noch mal die Wahrheit gepredigt. Dass die Menschen sind sehr, sehr entweder. Aber was glaube ich, hat das getan? Wenn die Menschen entweder sind, über das, was sie gehört haben, dann hat das Wort wenigstens gewirkt. Und dann lässt sie das nahen, was immer sie das nahen will. Und sie sagen, entweder du bist raufgerannt. Weil die sollen raufgerannt werden. Die sollen raufgerannt werden. Die sollen raufgerannt werden, so dass die ganz von uns alles verjäten und dass die bis eine Hoffnung holen. Und das ist die Hoffnung in Jesus Christus. Wenn wir noch wollen, diesen guten Namen haben, dass wenn wir noch halbwegs gute Menschen sind, dann sage ich das so klar, dass ich das offen sagen kann, dann hast du keine Rettung verdient. Christus ist nicht verdient gekommen. Wenn wir noch halbwegs gute Menschen sind, wenn wir noch von klein an immer noch halbwegs das gesagt sind, neu gekommen. Wir haben halbwegs die Geboten geholt. Hast du kein Christus verdient. Vielleicht wollen ihr ihn selbst ein Christus eating. Vielleicht wollen ihr ihn eine Zeit lang nach Gott feiern, aber ihn selbst. Aber die wirkliche Rettung hast du nicht verdient. Die wirkliche Rettung ist erst mal dann, wenn die Menschen schreck durchgeht. Und die sagt, ich sehe das Mörder. Und ich höre das mal einmal. Das, was Gott du weißt, in den Tag, wo Jesus gekreuzigt war, du hast Barabbas im Gefängnis, der soll mit Recht im Kreuz gehen. Und an der anderen Seite, du hast Jesus, der keine Schuld hat, kein Beweis für Schuld. Der hat soll frei gehen. Und das Barabbas hat soll gekreuzigt werden. Und dann hat Gott das Kreuz anders. Der hat Jesus nehmen und kreuzigt den an den Schuldigen seine steht. Das ist so klar, was Gott tut. Der Herr lädt all unsere Schuld ab an. Ich glaube, das ist R.C. Sproul, das sagt. Uns Leben ist ein Buch mit Tausenden und Tausenden Blätter. Ganz laarig. Aber jedes Mal, wenn wir einen Sinn beginnen, oder wie kalt kommen, dann wird du ein Streck gemalt. Jedes Mal, wo wir kalt kommen, wo wir nicht Gott sei Dank, dass wir den sollen dein, dann wird da ein Streck gemalt. Und ich sage mir mal, was ist kein Buch? Wie viele Blätter sind all voll? Hast du überhaupt keinen Ruhm mehr nach was geschrieben. Das ist mein Buch. Das ist ganz voll. Jeder Sinn hast du eingeteilt. Und du hast wohl nicht Ruhm noch mal was geschrieben. Das ist rein ganz voll. Und der andere Seite, du hast wie noch ein Buch. Das ist Christus sein Buch. Wir können das durchblättern und durchblättern und durchblättern und du hast nicht eine einzige Sinn zu finden. Den Tag, wo Jesus da am Kreuz hängt, dann nimmt Gott ans Buch, dann wird er dort in Christus sein Buch nehmen. Und dann behandelt er Christus als da, wo die Sinn getan haben. Aber weißt du was, dann wird er noch was sehr viel geraten. Nu nimmt er Jesus sein Buch und dat er in uns keine Sinn mehr zu finden. Und dann behandelt er uns so, als ob wir keine Sinn getan haben. Das ist das Evangelium.
Maar dat is het evangelium wat de Welt het slechtste leiden kann. Wenn du nichts getan hast in deiner Erfahrung, dann kann die Welt nicht leiden. Aber bloß die wahre Christen, die kriegen das hier. Wenn Gott ihnen genug so groß ist, wenn das ist, was er getan hat für mich, dann will ich jeder Sekunde angeben in mein Leben, den zu tun. Nicht wegen Gott mir das bemacht, aber ich kriege so ein Verlangen, den zu tun. Das ist ein wahrer Christ. Du hast die Natur geändert worden. Du erst, was passiert in diesem Menschen, wenn er diesen Verlangen auf einmal kriegt. Menschen, das kommt nicht von ihnen selbst. Dass die das auf einmal zu sein kriegen, was Christus für ihn getan hat. Gott sei Dank. Das hat er. Was er das mit viel Kraft in ihnen wirken lassen. Dass die das auf einmal zu sein kriegen. Weet je wat, Paulus, die redt davon, dat dezelfde Kraft, wat Gott braucht, um Jesus von dood abzuwecken, en am eeuwig über alle Machen gesagt, wat du kann genannt worden. Eine riesige Kraft, und wie würde man sagen, eine geratere Kraft, was Gott braucht in der ganzen Universum, ja. Hat er gebraucht. Dem Ende wirken, dass das auf einmal groß wird. Das ist, was die Pharisäer nicht können. Die Pharisäer mit bitterlichen Dingen, Menschen mit Gewalt Dinge abbaden, können den Menschen nervös mit das kriegen. Und dann redet Jesus selbst. Und dann staunen die Menschen darüber. Wow, das ist ein anderer. Sonst haben wir noch nervös gehört. Weil das passiert von der ersten Tag. Wem hat das um uns gegangen? Die haben auch vielleicht 20 Mal dieselbe Schrift gelesen. Aber eenmaal dacht hij op. En dan zei hij, wauw, dit had je nervous aan zijn. Gott sei Dank. Dat je dat niet gezien hast. Waarom niet? Weet je wat, die 20 Mal brukst du, dat te lezen en niet dat begrijpen gaan, dan die dat deutlich meer en dat wirst niet doen. Zo'n klug best die dat die dat zal zijn meer. Wenn's der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gott sein Geist. Der kann das immer und immer lesen. Den geht das nicht zu hören. Das ist erstmal, wenn du mit viel Kraft durchhängen ist. Wenn, so Jesus sagt, der redet aus einer, so der Matthäus 7, Vers 29, auf Englisch sagt, for he was teaching them as one having authority. Der hat die Autorität. Der Plottische sagt, der mit viel Kraft, der mit Kraft durchhängen stand. Aber das kann ich sagen, noch nicht gedreht. Die wörtliche Übersetzung, die wird es das sein. Das ist, der redet aus einer, der einen das alle. Das ist seine Kontrolle. Wo er absolut souverän ist. Und wenn Gott sein Yes in uns ist, und er kontrolliert uns, so dass Jesus das voll kontrolliert, wenn es von dort nicht wird gewaß, dass der Heilige Geist in der Wirken dort, der hat das lauter als angemerkt. Aber dass wir Gott sein Geist groß, was da dazu bohren dort. Und wenn wir mal kicken, was passiert, wenn Gott sein Geist uns leiden wird. Ein von den Städten, in Apostelgeschichte 4, Vers 13, wo Petrus und Johannes werden festgenommen worden, wegen das Wunder, was Gott getan hat durch ihn. Und sie machen sich zu verantworten. Und Petrus, voll von den Helden, yes, gab diese Antwort. Und die, was die Taucher tun, kann das nicht verstehen. Wenn es hier ist, was da hängt. Und sie kicken da an und verstehen, dass die Frauen mutig sind. Die können ja so leicht sein, zum Tod verurteilt werden. Wenn das Jesus seine Jünger sind, wenn das seine Anhänger sind, dann muss wir da auch noch abbringen, was sie sehr gerne wollen. Und in der Todesgefahr,
noch mutig bist, dann musst du das einheitlich klar machen. Diesen Mut kommt nicht von dir. Dieser Mut, der kommt von der höheren Kraft. Aber wenn wir uns die Vers nochmal überlesen, als sie sagen, wie mutig Petrus und Johannes wären, und dort sei eure Schuld. Kijk mal, eure Schuld. Sie wären gleich gelehrte Menschen, dass sie du wen schrecklich genug reden können. Sie wären eure Schuld, gewöhnliche Menschen. Und wenn das redet von gewöhnlichen Menschen, das ist so, was nicht hoch eure sein sind. Das sind von der leeren Klasse Menschen. Das sind die alderschen Menschen. Dann wenden sie sich eben an. Da warten sie an, dass sie wieder mit Jesus top gewesen. Als sie den Mensch sahen, beanstoßen, und da wir geheilt werden, können sie nicht gehen an sein. Dann schickten sie da ut ihre Versammlung rüht und hatten und sich eine Berührung und sehen. Was wollen wir mit diesen Männern tun? Dort durch ein abfallendes Wunder passiert ist, weiß jeder einer in Jerusalem und wir können dort nicht verlieren. Aber dort sich dort nicht wieder manch die Menschen verspreut, weil wir am ernstlich treffen, dort sei von nu an zu keinen mehr in diesen Namen reden soll. Guck mal, was da passiert. Jesus seine Autorität gegen die Kabigwach. Jesus seine Allmacht gegen die Kavi bloß nicht. Wir kennen bloß nicht. Kriegst du die Pharisäer? Die kommen ohne ihn. Die wissen nicht wieder, was sie mit dem tun sollen. Okay, diese Mann an die anbringen, dort wird uns ein großer Trouble geben, man dort falsch. Wenn man dort dann wird, dann we pop our cover, sagen sie dann. Mit dort dann kommt uns Schubsfall rauf. Dann kommt der Wolf durch ihn Tag. Like, der Schubsfall hier noch ein bisschen wieder zu holen, mit wie uns zu tun, wie so ein gute Menschen. Oh, aber wie würden so eine Menschen still kommen oder was anderes? Oh, aber nee, wir würden nicht. I mean, bloß, aber womit wir das tun? Was haben wir das tun? Und das wird passiert. Gegen Jesus kann keiner. Du kannst firm sein. Und wenn die dort nicht mehr ist, du kannst Jesus totschlag leiden. Alles, was die danach übrig bleibt, ist gegen den Fäden. Das ist alles, was die kostet. Aber hier ist das interessante Ding. Die wird gegen Jesus fäden, die proben das immer noch über so eine Weise zu tun, dass das soll so luten, so stehen für das Recht an. Das ist, was die Pharisäer hier deuten. Sie wollen das nicht luten, was du bringst, dass sie auf einmal uncovered worden. Dass sie einmal aufgedacht worden, was sie bis getan haben. Du fährten sie mit Feit und Häng du je. No. Du und lieber sie anholen. Was passiert von der? Von der und da. Menschen, die sehr schädlich gehandelt haben. Die Hand gegen Gott gefährt. Und er wird geprüft, dass sie gegen Gott gefährt haben. Sie wollen aber nervös als durchgestellt werden, als so eine, was gegen Gott fährten tun. Sie wollen immer noch unter diesen Hechelschien bleiben. Was tun sie? Im Geheimen kehren sie allerhand Dinge taub. Dat immer noch proben, so ever zu formen. Dat het ernst soll eine abrechte Menschen luten. Und dat zijn niet anders als religiöse Gottesfeind, wat de Wahrheit nicht vertrauen kann. Sie wollen nicht bei diesem Punkt gekommen worden, sie wollen nicht bei diesem Punkt kommen, wo das soll vandaag kommen, was sie getan haben. Sie wollen das alle verschmieren, dass diese Pharisäer das hier deuten. Wegen den Tag, wo sie da tauschen, sie haben einen Aschelien Mann gekriegt, dann haben sie wieder verrecken. Und das System, das Gesetz, wenn du wart beim Aschelicht dem Tod verurteilt, und das kommt Lothar für einen Tag, dann müssen diese Ankläger, die wird gerne haben, beschuldigt, falsch beschuldigt, müssen die mit den Saal bestraft werden,
als mit derselben Straf bestraft worden, als was sie Jan haben euch tun. Even Moses sind gesagt, davon. 5. Mose. Wenn Kids haben, die haben wir nicht hingehen. Aber wenn du ein falscher Unklärer ist, und der die falsch unklärt, und das kommt du für einen Tag, dass das eine falsche Unklärer ist, dann soll den Klärer mit den selben Straf bestraft werden, als er wohl haben, Jana soll bestraft werden. Und so, wenn du nicht wem zum Tod verurteilen lässt, und das kommt du für einen Tag, dass du bist falsch, die das den Arach zum Tod verurteilen, dann soll die, in Moses in gesagt noch, auch in der Römer gesagt noch, wie das dann so, da wird die mit den Straf bestraft, was du wirst ab Jan leihen. Nicht halt jemand eher ein Wort von Druck, die Pharisäer wären. Sie würden nicht unterschauen können, der Todstund und sagen, wie haben Arach gehandelt, als wenn sie reut wären zum Sterben. Sie würden nicht unterschauen können, der Todstund und sagen, oh mein, was habe ich bis getan? Sie würden nicht unterschauen, als sie sind reut zum Sterben. Weil, weißt du was, jeder Christ, wer Christ, der ist nicht reut, dem der Todstund, was er getan hat. Wenn er nicht reut ist, dem der Todstund, hat jeder Gesetz gebrochen. Jeder Gebot hat gebrochen, was mit dem Tod verurteilt hat. Wer nicht reut ist, dem Sterben, der ist auch noch nicht reut, dem der Todstund, dass er schuldig ist. In einem wahrer Christ, ich will mir das sagen, der ist reut, dem Sterben. Der steht dort, ich kann mir den Tod verdient. Wenn ich nu mit dem Tod verurteilt war, das ist ganz reich. Ich dachte, ich habe mir das verdient. Aber der Christ, der kann gewinnen für einen Tag, wenn der hat das unbedingt mehr. Ich sehe euch ein gnädigen Gott, was der Sinn vergibt, wenn Christus hat er all betont. Das wurde ein Christ kann, tauschen ich sie schuldig, und aber frei gehen, wenn der Sinn erst behandelt wird. Und so, wenn du nicht mit Christus mit einverstanden bist, dann bleibt die Sache nicht ewig, als die wirst lebenslang gegen den Fährten und die Ewigkeit riecht nicht zu. Den Gefährt, den Hut gegen Jesus wird nicht abhören. Das wird nicht aufnehmen. Das wird euer werden. Das wird immer schlimm werden. Und dann ist es wie sein in der Offenbarung, wo er sagt, wer dabei ist, das ist für wieder Hans Beis. Wenn den Hut gegen Gott und gegen Christus erst durchgestalt wird ihn, glaub nicht, dass der wird in der Halle aufnehmen. Du wirst die losgelassen worden. Und den Hut und den Euer gegen Gott wird keine Grenze haben. Wenn Gott die hier noch mit seinen Geist begrenzen wird, bedwingen wird, wo wird sein Restraining? Gott sein Geist, der restraint uns. Da bin ich so euch kann sein, dass wir würden sein, wenn nicht Gott sein Geist, wir wird uns begrenzen dort. Du, als das Restraining System war, dann bist du frei zu gehen. So ist die was. Wenn die wollen von den freien Wahl reden, in der Halle, wo die einen freien Wahl haben. Wenn die wollen reden, wir haben einen freien Wahl. Weil die haben euch so einen freien Wahl hier so ab ihr. Even der, was verloren gehen, haben euch so einen freien Wahl. Wenn du es noch einmal war, wird die begrenzen das. Die freie Wahl ist euch so frei, als die das. Wenn es erstens, wenn du nicht geraten bist, dann bist du ohne Sinn versklavt. Du bist euch frei. Der Sinn kontrolliert die. Der Gott von dieser Welt, das Paulus sagt, der Gott von dieser Welt, der Südhund, der hat dich verblendet, dass die Wahrheit euch sein kann. Und so, gerade nun, was die Puchen, das mit den freien Wahl, von was bist du versklavt? Was sag ich? Entschuldigt, dass nicht mal in der Schrift steht weit.
Als het Paulus wat ervan redt, der sagt, das Versprechen um Freiheit, aber das sind Salz und Sinn fürs Luft. Ich habe gedacht, das wäre eine Arbeit, weil uns die Schrift steht absehen. Aber ich weiß, ich habe das gelesen. Sie versprechen um Freiheit. Wer versprechen? Diese Lehrer, diese, was die Motor sprechen, die Uhren kitteln, die versprechen die Freiheit. Mit den freien Wahl kannst du tun, was immer du willst. Ja, die kannst auch, bis dann wirst du in Trouble. Was dann? Wenn die Wahl je nicht ist, nicht beise. Und dann kannst du wählen, was immer du willst. Bis was wirst du die wählen? Du wirst die dort wählen, was die jankert. Wo du je nicht bist. Entschuldigung, ich habe ein bisschen ein Thema reden. Aber das ist, wo wir mal nur kicken. Was passiert? Was passiert? Jesus sein Wort hat so viel Kraft, dass es an allen was tut. Einmal sagen wir, den hat das nicht gemerkt. Das ist nicht traurig geworden, dass jetzt ein Uhr nennt oder andere Uhr rührt. So sagen wir nochmal. Aber wenn das passiert, dann ist es doch nicht Jesus sein Wort, was du geredet hast. Wenn Jesus sein Wort als Schwapper aus ein zweischneidiges Schwert, was alles durchschnitt. Und die würden sagen, Jesus sein Wort hat geredet, aber hat kein Wort gemerkt, oder hat Wasser nicht gemerkt. So darf das nicht. Dann hast du nicht Gott sein Wort geredet worden. Dann hast du vielleicht, wer je warst, wer du hast was nur gelesen, darum, was der Heilige Geist mit bei war, das bis von den Menschen zeigen gedun. Dann kann es wirklich sein, dass das kein Wort gedun hat. Aber, also, so klar sein mit das. Wenn das von Gott geredet wird, wenn das Wort, was du geredet wird, von Gott ist, dann sehen Gott das auch. Dann ist er mit seinem Geist durchhängen. Und dann wird das Wort da. Entweder die Worte so sagt im Sorgen reizen, dass sie sich ein Wort, die Tien zu bieten, oder das Wort entweder zu grüß lehen lassen, aber das Wort wird tun. Das Wort wird nicht ladig zurückkommen. Und das ist nicht, dass der Mensch mal schrecklich genug reden kann, in einen Setting abstellen, dass es niemals soll was tun. Das halb reicht nicht. In den Christus in deiner Worte das nicht tun. Man muss mal hier in 1. Korinther 1, Vers 17 und 18. Das erste Part von dieser Vers, also handelt sich ein klein bisschen von einem anderen Thema, aber was ich gewollt reden ist, wo Paulus soll gehen reden. Er sagt es das, Christus hat mich nicht geschickt zu deuten, aber das Evangelium zu predigen. Und dort soll ich nicht mit Glück werden, dass das Kreuz von Christus nicht seine Kraft verlässt. Meine Arbeit ist, Gott sein Wort gut predigen. Das Evangelium gut predigen. Aber wo soll ich das tun? Dort soll ich nicht mit meiner Klugheit tun. So sagt ihr schon seht. Wer du jetzt Gott sein Wort reden, der muss sich selbst tüßlassen. Der muss sein einen janken, da wird er gleichen, was die Schrift sagt, alle tüßlassen. Wenn ich Gott sein Wort gut rede, dann bitte ich horch, was Gott sein Wort sagt. Und ich sehe bloß die Wort drüber. Wenn ich will mein einen Gott denken, meine eine Meinung dabei tun, dann tue ich all Gott sein Wort kontaminieren. Dann tue ich das all vermischen. Mit meinen Arenen war ich von denken. Und das soll jeden Gott fehlen. So, ich habe nicht die Freiheit, meine eine Klugheit zu bieten. So ist mir mal wird jankern. Ich mag Gott sein Wort. Now, dort, Gott sein Wort rein und lauter,
doorbrengt, dat merkt kein zijn en die wat er verloren gaat. Dus vers 18 sagt, für die verloren gehen, als das Wort von Christus sein. Moria. Lauter sein. Der lachen der, der spotten der, der euren sich der, was immer da passiert, aber das wird an die. Er sagt über das Stedt, aber für uns. Von wem redet er dann von uns? Von der, was wir wirklich im Glauben sind. Dann sagen wir uns. Der wir seilig waren. Es dort eine Gotteskraft. So, wenn wir uns nicht anschmieren, dann, wenn wir treu und aufrichtig sind, mit was wir wirklich tun. Es Gott sein Wort Kraft für mich. Es das Evangelium eine Kraft für mich, was mich vorwärts bringt. Oder wenn ich das lesen, dass ich bis zum Lotte Euwan hat, merkt das nicht viel sein, aber wenn es das Mode ist. Da müssen wir uns beantworten. Als das eine Lotte Dummheit für mich, das Evangelium, ist dort, wo ich meine Erfahrungskraft von kriege. Und wo ich immer doller versichert war, dass ich in Christus bin. Als das Wort vom Kreuz, dass Gott alles getan hat, dass er mich geraten hat, dass wir sehen, das Wort vom Kreuz, dass wir topfoten in das eine Ding. Salvation is of the Lord. Da ist nicht eine Schrift steht, wo wir unseren Sinn ab Jesus gelegt haben. Nicht mal Fleisch. Das sagt, der Herr lädt all unsere Sinn ab an. Nicht wie. Wenn du dann gesagt wird, oh, du musst in den Kreuz kommen, du musst deine Sinn wie in den Kreuz laden. Well, guess what? You're too late. Wenn du in Christus bist, dann hat Gott das all getan. Du kannst dich nicht tun. Der hat das all. Der hat deine Sinn ab Christus gelegt. Und Christus hat dir betont, der hat mit den Schuldzadel, was du für uns gegen uns stehen für Gott. Und der hat den betont und zwei gemerkt in den deutschen Menschen, wo die nervös mal ja dritte holen. Das ist, was passiert ist. Und die wirklich in Christus bist. So, wo warst du dann? Aber hier ist das Krieg. Die falsche Deine haben immer das merkt er nicht sein, dass Gott das alle getan hat. Das ist auch sein, wie end. Du musst was er getan hat. Ich meine, wenn du nicht deine Sinn im Kreuz gebracht hast, aber du musst den Gott bringen. Weil die kostet, was in Gott bringen. Wenn du noch in Sinn bist und du noch nicht gerade bist, dann bist du so weit auf von Gott, wo die nervös ankommen kannst. Das, wo dann Paulus sagt, wie soll nervös sein? Wer Christus das Wort raufholen? Er hat nicht die Halde tun. You can nur nicht haben. It's not in your reach. So dass Gott wird das getan hat. Menschen wird dort nicht gleichen. Der merkt das kein Sinn. Dass deine Erfahrung bis von Gott ist. Und du dort nicht gleichst. Dann hast du das Wort von Kreuz auch sein. Das merkt mich kein Sinn. Weil ich nicht durfte tun, okay? Weil hast du jetzt gesagt, wer die bist. Aber für uns, wo wir geraten wurden, und säulig wurden, für uns, wo wir geraten sind, und säulig wurden, ist dort eine Gotteskraft. Das ist die Kraft, was Gott in uns hat wirken lassen, die wir selbst nicht haben. Warum haben wir das selbst nicht? Weil wir ein Tod in den Sinn. Ein toter Mensch, was das ist? Stinken. Die Corruption von den Gestank und von den, dort alle anschwingen, dort rammen die. Das ist alles, was die tun kostet. Die zum Leben bringen, der braucht nicht gerade Kraft, ist die eine freie Welt. Du machst ein anderer. Du hast keine Kapazität, dann eine Entscheidung zu merken für Leben. Wenn du weißt kein Leben, du weißt nicht mal, dass die Leben fehlt. Wenn ein toter Mensch weiß nicht, dass der tot ist. Erstmal, wenn ein Mensch erst zum Leben gekommen,
Wann der erst lebendig gemerkt worden, dann kann der zurückkehren und sagen, oh mein, wo wir ich bloß. Diese Kraft, das Wort vom Kreuz, als so eine große Kraft für uns, und mir merkt das so 100% sein auf einmal hastig, als nicht anders als, wenn wir Jesus in der Bibel predigieren. Und wir stehen auf einmal immer und wir merken dort, das ist das Wort. Das ist das religious system. Was uns hat probiert, in ihre Kontrolle zu halten. So, Jesus sagt, for he was teaching them as one having authority and, not as their scribes. Die leert wat, wo de Kraft dahinter wird. Nicht so er Schrift gelehrt, bloß noch mit meiner Kraft. No, der lehrt ganz anders. Das ist ganz 100% das, was es macht, dass wir even gehen ihre Schrift gelehrt. Das ist, was passiert. Wenn ein Mensch zum Leben kommt, dann fängt er einmal an rebellisch zu werden gegen das humanistische System. Even wenn er gut meint das. Even wenn er Gott dient das und er hat ein Leben für den Nächsten, der will das Beste für diese ganze Umgehung, der macht das allemal zum Glauben kommen. Yes. Aber das ist rebellisch gegen das humanistische System. Was die Welt noch länger will im Düsteren holen. Keiner sollte zum Glauben kommen, dass die Pharisäer dort deuten, dass sich dort nicht wieder verbreut. Weil wir die beschwächen, dass die sollen still sein. Das ist was ein religious system das. Dort Jesus nicht soll für einen Tag kommen. Wenn ich hier sage, dass für uns, dass wir selig werden, als dort Gott seine Kraft, das Wort vom Kreuz. Was dasselbe ist, was Paulus in Römer 1, Vers 16 sagt, ich schäme mich nicht mit dem Evangelium von Christus. Dort ist Gott seine Kraft, alle selig zu merken, die daran glauben, erstens die Juden, dann aber auch die Griechen. Das ist Gott seine Kraft, die selig zu merken. Das ist nicht unsere Kraft, an selig zu merken. Weißt du was, ich will mir so viel sagen, das ist nicht mal unsere Kraft. Und wenn ich sage, wo so viele Menschen gestiert haben, kann ich das noch mehr. Das ist nicht mal unsere Kraft, Jesus anzunehmen. Wir nehmen den Nervus mit unserer eigenen Kraft an. Johannes 1, Vers 12, sagt uns das sehr klar, dass er keine die Singe, aber die Singe nehmen ihn nicht ab, aber der wird am abnehmen, der Jäfer, der macht Gott seine Kinder zu werden. Aber von wem wollen kommt dort, dass sie Jesus annehmen, dass sie Jesus abnehmen? Der 13. Vers sagt uns das ganz klar. Die sind nicht in den Mensch sein Verlangen geboren. Das wird nicht den Mensch sein Verlangen, nicht irgendein Mann sein Verlangen. Das wird durch Gott sein Willen, die sind durch Gott sein Willen geboren. Like, wenn wir bloß den Kontext nehmen. Weil wir bloß nicht dafür sind, um den Rahmen lesen, der eine Vers, was dafür in so einen Kontext genommen wird. Dann habe ich das einmal klar. Das ist Gott sein Will, dass das passiert. Dass dieser Jesus annimmt, dass der Jesus abnimmt, wie Gott sein Will. Wenn er hat genug Kraft, in eine Person zu wirken, dass das tut. Und das vor allem Gott alle ihr traf. Aber hier so, noch einmal drei, ein Thema. Wenn wir reden von, dass Jesus der redet und die Menschen stehen da immer, die Menschen stehen da immer, wo das lernen das, und wie viel Kraft da hier steht. Es ist dann nicht auf einmal die Gefahr, wo viele sich dann selbst, die auch die Irrtum sprechen, dass sie so nicht selbst und so nicht uitreichend geredet haben, und dort haben wir, wenn da in der predigen das, wenn da in der Person, dann der dort wird. Habe ich nicht alle den Sinn begonnen, dass du ein gewissen beleibter Redner warst und der hat so kraftig geredet. Und dann habe ich, saht wir den Fuß am Pedestal ab, Fuß am Himmel stehen ab, und wir loben den Dollar aus Christus. Es dort nicht einmal die Gefahr,
Wenn Gott haft Segen gegeben ab sein Wort und wenn Gott haft ein Mensch dort hat geredet und dann spricht wie dort die Person, die du geredet hast, und es steht den, der die Person geschickt hat und der den Jesus gegeben hat, dort anstatt überhaupt rühren leid. Das passiert so sehr viel. Und das ist, warum das so gefährlich ist, Prediger hochheben. Weet je wat, wie zijn bestoschen drüber? Wie zijn Bräuf drüber? Und wir merken uns nicht Müll nicht auf. Wenn wir wirklich Gott seine Diener sind, dann haben wir das Gott sein Wort eingerollt, mit einem Zeiger gestampelt, das Teuer schloten. Und dann bringen wir das hin, wo Gott gesagt hat, wo wir das sollen hinbringen, und dann sagen wir nichts. Aus sagen, das ist, was Gott sein Wort sagt, und dann rollen wir den Bräuf auf. Wo du sollst Teuer schloten sein, was du. Und in die Hand hängen willst du nicht Spiel tun. Auch nicht wahr genug. Und dann leih wir bis den Bräuf durch, roll wir den auf, für die, wo wir das sollen hinbringen. Das ist, was Gott sein Wort sagt. Dat nicht die Bräuftrauer ist, was hier in geloofd wordt, no. Dit is de voor, en dat wordt een zeer bekende, begoofde prediker in de voor wat die kon zijn. Dat mensen opvangen op een wunder te denken van hem. En die prediker, die heeft beter. Die deed dit einheitslee. Dat zal je wat de engel, een älteste in de openbaring, ook een engel in de openbaring. Want Johannes handvalt en wil den aanbeden. Dan zegt hij, zei du dat die dat niet is. Beet Gott aan. Jeder begoofde deiner beter, der denkt an das. Dat die nicht verschloten loven. Dat du daran denkst, dat is nicht deine Kraft, wat du wirken, dat is nicht dein geschickte Reden. Dat überhaupt wat du tun hast. Wenn du mir das was sagen, wenn du von abhängig wird, du mit deiner Kraft, geschickt nicht reden, dass du von abhängig wird, da wird keinmal ein Mensch das Evangelium gehört haben von dir. Da wird keinmal, gerade nun, wenn du das Evangelium predigen willst, da wird keinmal wem das wer geredet haben. Der wird nicht sagen, wer dull geworden der war, und der wird nicht bekehrt sein. Nu hör mal, was Paulus sagt in 1. Korinther 2. Das ist das, woran wir machen daran denken, über wem die Menschen sich stehen sollen, wann das Wort gepredigt wird. Das ist, woran das so sehr wichtig ist, dass wir von der ersten Tag korrekt durch die Hand ziehen, als was dann bei der Beipredigt passiert. Lass die Menschen sich stehen über Jesus, in was er geredet hat. Nicht über den Redner, was du dann physisch zu sein ist. Nu zeg je, hört mal, was Paulus hier sagt. Als eigentlich jeden kein Bruder, jeden Gott seine Geheimnissen weiten zu lassen, direkt dort nicht mit Hülle wird in große Weisheit. Ich hielt mich manchen dafür, dass ich selbst nicht weiß, als Jesus Christus den gekreuzigt ist. Und wenn ich das sage, ich hielt mich manchen dafür, dass ich immer in den Städten in mir Leute wiesen, da weiß ich nicht Jesus. Na, den macht wie Kirche. Als eigentlich in Time fühle ich mich schwach und flotterig mit Angst. Und Paulus merkt das so klar, look, kijk mal, ich bin ein miserabler, schwacher, flotteriger Mensch. Und mir kann das nicht gelegen haben, dass Jesus zum Glauben gekommen. Wegen mir wird das nicht. Die haben viel schreckliche Redner, man kennt, jene Philosophers und all die können viel besser reden als ich. Die werden viel berufen, was ihre Bodyguards rammen sich haben. Die wird hoch euer sein werden in der manche Welt und in der Regierung und alle Wegen. Die haben viel mehr Menschen in der Stadt. Wenn das davon abhängig wird, dann haben die alle Gehege gekriegt und nicht ich. Aber was wird an die Ursache? Warum wirkt das dort? Warum wirkt Paulus sein Dienst, so steht dort? Er sagt es dit. Meine Lehre, meine Predigt wirkte nicht dadurch, dass ich großartig wird, eine menschliche Weisheit braucht, aber dadurch, dass Gott seinen Jesus mit viel Kraft in ihn wirken lässt. Das ist, was Paulus sehr klar macht. Ich bin nicht das Zentrum
von der Attention. Und mein Schäkel geht reden in alles, dass wir hat kein Raum da beginnt. Dort je nu stehen da und ever, was die bis für eine Weisheit gekriegt haben, was Gott ihnen für eine Weisheit aufgedacht hat, muss die nicht mehr mitkriegen. That wasn't me. Das war Gott. Was du mit viel Kraft in den Wirken leid. Und das ist, was jeder deiner von der Tag muss und denken. Wenn die diese Schrift steht lesen in uns Tags, die Menschen stehen da ever, was hij leert dat. Mensen, hij leert dat einer, der mit viel Kraft dahinter steht. Und nicht das ihre Schrift gelehrt. Und wenn die dort weg als Tote denken, ich weiß, dass viele, die würden sich das nicht sprechen, wenn das wird ein Cover ablösen. Aber an den Hort, lieber deiner, wenn du in deiner bist, als das Verlangen in die, dass die das Verlangen hast, dass die Menschen sollen nicht diese kicken, dass die dann bei der Beipredigt nicht Jesus kicken. Wenn das ist, dann bist du noch in Aufgärterie. Dann bist du den auf Gott. Und den Gott ist dein Buch. Wenn du siehst nicht ihr. Das ist was Paulus gesagt, klar mir an das. Dass wir nicht ich. Dass wir nicht ich. Das wir Gott mit seinem Geist, was du wirken, das ist, woran Jesus an dem Glauben gekommen. Das ist, woran jede Klarheit gekriegt hat. Er sagt, jeden Glauben soll sich nicht eine menschliche Weisheit rechnen, aber eine Gott seine Kraft. Von Jesus an hier an haben jeder einer abzupassen, dass er das, was die Anerkennung, was Jesus kriegt, und wo die Menschen sich wundern deuten, über was Jesus in Sturm wird zu tun. Die wundern, was er wirkt und all das. Die falschen Lehrer sind so ewig, diese Anerkennung zu kriegen, was bloß Christus traf. Die wollen haben, dass die Menschen sich über ihn so wundern sollen, als die dann über Jesus deuten. Und ein wahrer Deuner, wahrer Christus in Deuner, der wird immer wollen haben, dass Jesus nur noch die Anerkennung kriegt, was er dann kriegt. Der wahre Deuner, der stoppt es sieht und lässt Jesus die Ehe kriegen. Und das nicht hingeron nur, dass die Menschen sich über arm wundern sollen. Und was glaube ich, was da passiert? Wenn Gott doch gesehen, die Botschaft gesehen hat, wenn du dann doch als wir gerät worden und den gehen die Übungen up. In den Jahren, der wird die Übungen upgehen, das ist nie ein Kind im Glauben. Und der kommt an und der fängt diesen Prediger an zu loben. Der Prediger sagt, wow, hold it. Die kickst mich vielleicht so an. So ist von ich harach nicht reden könnt. Du kickst mich vielleicht so an, als von ich die Gove habe, schrecklich genug zu reden. No, weißt du was, wenn die das erste hatten, diese Botschaft, was ich von dir anhört, wenn das gewirkt hat von die, dann kick nicht mehr. Dann kick ne Gott. Wenn du daran, dass die mit seinem Geist, mit viel Kraft in die gewirkt hat, wirst du das nicht mal gemacht haben, weil die das nicht getan haben. Wirst du vielleicht bloß geäuert haben. Das ist immer ein Prediger seine Abgabe. Dass er von sich selbst wegwiesen wird. Und wenn die am Loben wollen, dass der rein vor zurückstehen und sagt, wow, hold it. Das ist Paulus und Barnabas, dann die verreuten ihre Kleider. Und der Random hat das Volk und der beschwicht ihn, dass die nicht so ein Opfer bringen. Von die ersten Tag sind Prediger. Die sind bereit, die sich dort hier Dul sagen, wenn hier wird ein Opfer gemerkt verehrt. Und dann lässt mich Ihnen das sagen, das sind keine Christusine deiner. Das sind nicht. Das sind Wilf und Schubsklarer. Wann Wilf Tori? Das woran wir machen und denken. Wann sich du wer wundern dat? Wann sich du wer wundern dat? Dort
dat de message wat er gepredigt worden is, dat te horen gaat. Dat we dat immer klar haben, waarom dat werken doet. Ik würde deze laatste schriftstellen, die wil ik je vielleicht da uitloten, wegen Tidsholen. Maar we moeten dan denken, dit wat Jezus hier predigen doet. En hij had de autoriteit, dat zijn weet. Wanneer hij zelfs reden doet, in zijn ene weet, zo zou hij werken doet, dat is normaal. Dat is recht, dat is gewoon zo'n plaats. Maar al die wat hangen Jezus komt, al die wat Jezus doen, die moeten nervös denken, dat het weet werden, wat zij schrecklich genoeg geredet hadden. Du moet God zijn geest met zijn kracht erheen staan. En we moeten dit in denken houden wie in 1 Korinther 2, vers 14 fing. En dit is die plottische übersetzung als interessiert mich recht, wegen das sehr verdreht übersetzt. Hij sagt, wer sich Gott sein Geist nicht unterstellt hat, wer sich Gott sein Geist nicht unterstellt hat, sonst sagt du überhaupt nicht mal. Dus van de mens zich moet nemen en zich God zijn Geist unterstellt. Nou, ik wil die überhaupt nicht mal ganz lesen auf Plattdeutsch. Ich will bloß auf Englisch lesen. But a natural man does not accept the death of the Spirit of God. Der natürliche Mensch vernimmt überhaupt nichts von Gott sein Geist. Das ist, was das sagt. Die plottische Übersetzung, der hat uns nicht in seiner Gröten gefallen, mit das dort übersetzen. So ist von, wir uns Gott sein Geist nicht unterstellen. Weil, lass mich Ihnen das sagen, keiner unterstellt sich Gott sein Geist. Uns muss was passieren. Dass wir überhaupt auffangen, geistlich zu kicken. Der natürliche Mensch vernimmt nichts von Gott sein Geist. Und unsere Väter, 200, 300, 400 Jahre, können das verstehen. Die wären nicht menschliche Sonne, aber die wissen dort, dass der halb die reichen nicht. Weil das nicht Gott sein Geist ist, was in die Irsch wirken wird. Wenn es anders, das merkt die Leute auch an. Also das, was wir müssen verstehen. Wenn wir gehen, das Wort mitteilen. Und die fleischlich sind. Du hast nicht diese Erfahrung passiert und du hast nicht das Werk von Gott passiert. Das merkt die kein sein. Und das helpt uns rechners nicht, wenn wir die wollen das bematten. Niemand jemand hört. Das helpt je rechners nicht. Was leef je dir? Das ist die Perlen für die Schweinschmieden. Okay, so einer würde dann sagen, okay, so aber bis ab hier mit dem Evangelium predigen, und wenn das alles ist, so wenn das uns nicht halt wurde, no, das ist nicht, was die Schrift sagt. Das mir das sagen, klar, ich trage. Was wir machen verstehen können, ist, wie man das Evangelium predigen. Und das Paulus in Römer 1, Vers 16 sagt, ich schäme mich nicht mehr das Evangelium. Lasst uns nicht schämen für das Evangelium. Wenn es das wertvollste, die Perlen will wie will ich wiesen. Lass mir das vielleicht sagen. Das sind zwei verschiedenste Dinge. Die Perlen wiesen, dass das alles sein kann, oder die fertige Schwein schmieden. Das merkt einen Unterschied. Die Perlen will wie wiesen. Das Evangelium will wie predigen. Und wir müssen aufpassen, dass wir das nicht evidenzfach tun, dass wir das wenn wir das nicht wollen bematten. Die müssen nicht glauben. No, die müssen das weiten, wo verloren sie sind. Sie müssen das weiten, was Gott gerechnet hat, die müssen das weiten, was Gott sein gerechten Euer verlangt hat, gegen so eine Sünder aus dort. Die müssen das weiten, in wovon Trübel sie sind, wenn sie schwören vor Gott stehen. Da müssen die weiten. Und die müssen das weiten, du hast ein Wach rüt. Christus ist für die, was an ihm glauben, gestorben. Die dürfen nicht verloren gehen. Wo wir nicht können tun, ist den freien Willen, die ans wird schon niemand, du bist noch was immer jeden wählen da. No. Der Mensch, der muss das weiten, was verloren der ist, der muss das weiten, was der auf Arach getan.
En Gott sein Geist wirkt, das wir in Apostelgeschichte sagen. En ging dat durch in wat. En hij zei, wat zal we dan nu bestaan? Dat is wat er wordt passeren. Man die wat Gott sich raden hat. Aber das Evangelium moeten die alle hören. Die Perlen moeten die alle sein. Dus we moeten oppassen, dat we die nicht mank ihre Feit kriegen. En dat die Leute vertrampeln. En man hat redt van dat die vertrampeln doen, als wie laten onze Perlen los en laten die dat vertrampeln, so sei dat wel. Dat meint es, die laten ons, wie nicht laten die dat Evangelium mit ons Müll nehmen, en dan dat zij dat so verdrehen, so zij dat vertrampeln doen. No. Deze Perlen, dat is meine. Dat heeft Gott mir gegeven. Dat wil je niet vertrampeln. We waren Broef. In Dries. Das Paulus und Barnabas deuten. Von diejenigen soll es nicht wieder auch das ewige Leben zu haben. Das sind andere Menschen, die wollen. Wir wollen durchgehen. Aber wir müssen doch an denken, der natürliche Mensch, der vernimmt nichts von Gott sein Geist. Wenn so das nicht Dummheit verehrt. Und der kann das nicht verstehen, wenn es das Mord jährlich beurteilt worden. Der kann das nicht verstehen. Na, wenn unser Evangelium so viel wird es, und wir sind so froh, dass Gott uns geraten hat, dann sieht Gott sei Dank dafür. Da werden wir am Loben dafür, dass du uns das hat aufgedacht. Dass das sein Geist ist, was du in uns gewirkt hast. Dass das, was uns wird, eine lauter Dummheit sein, nicht eine Dummheit ist. Du kannst das nicht aus Gott loben dafür, den danken, und den immer die Ehre vergeben, und dass wir uns nie nicht wehren, selbst die Ehre zu sprechen, nicht mal eine halbe Handbreit, indem, dass wir uns was zu sprechen, und wollen wir sagen, dass wir uns der Ehre zu sprechen, so von ich habe eine klare Entscheidung genommen als mein Nuber, wenn ich sage, sie nicht klarer als mein Nuber, dass ich besser sie als irgendwas wäre, dass wir immer vorsichtig zu sein, mag Gott alle ihr kriegen dafür. Mag heute ihr kriegen dafür. Wenn die geraten bist, Gott sei Dank dafür. Ich will die nicht loben dafür. Ich will Gott loben, dass er die geraten hat. Ich will die auch nicht loben, dass die ein guter Mensch bist, wenn ich sage, dass die best nicht, ich sie auch nicht. Das ist nicht, dass wir gute Menschen haben und einen gnädigen Gott. Das ist, dass wir einen guten und gnädigen Gott haben. Was sich erbarmt hat über die Sünder. Und das ist unsere Hoffnung, das ist unser Trost. Und die alle Macht haben, die wir souverän ist über alles. Und die wird versprochen, dass er uns bei dem einen Stand aufhält, den weil wir tun. Ab den weil wir uns wieder verluten. In den loben. Du hast uns hier gemerkt. Du hast uns hier gesagt, dass er dadurch, dass er uns durch uns gelobt wird. Wenn Gott wird euch gelobt, wenn wir was Gutes von uns vertrauen. Gott wird gelobt, wenn wir was Gutes von ihm vertrauen. Amen. Lass ihr euch davor, wir kommen hier nochmals für die. Und wir danken dir für dein Wort. Aber ganz besonders, dass du mit deinem Geist wirken lässt, dass uns dein Wort überhaupt zu halten geht. Und Herr, ich habe nicht anders, als dir dafür loben und danken. Und dass du in alle Ewigkeit die Ehre verkriegst. Und Herr, ich bete auch, dass du auch wieder machst in uns wirken. Dass du immer uns nur in die tragen lässt. Und dass in den ganzen Zeit, wo wir von dir verjährten haben, dass du nicht von uns verjagst. Dat weit wie wings dein Wort ja uns die Sicherheit. Dat die uns, wann wir uns verbessern tun, dat die uns vor absiegst, und wings die alles weit, in jeder Eich, in der ganzen Universe, als die nicht verstärken, dann fängst die auch. Fängst die uns auch weiter, und die bringst uns Tränen die. Da danke ich dir für. Und dass du dort gewählt hast, und die nicht genug, dass es dort zu tun, wann uns verstand, dass das nicht begreifen kann, wo groß das ist.
Wir danken dir danach dafür. Und wir beten, dass die uns müssen gerade Verständnis geben, dass wir dort immer dabei können sein, was du getan hast, du am Kreuz für uns, durch deinen Sehen. Mocht dit uns geradstet sein, in alle Tiden. In Jesus' Namen bete ich das. Amen.